Nach über 10 Jahren folgt endlich der nächste Teil der Pikmin-Hauptreihe, Pikmin 4. Und damit willkommen zurück, Freunde, zu diesem, ja, keine Ahnung, Let's Play, Let's Test, Let's Show. Wir werden sehen, was daraus wird, schlussendlich. Und es ist tatsächlich schon eine Weile her, weil ich habe zwar damals Pikmin 3 Let's Played, aber wie gesagt, es ist über 10 Jahre her, damals noch auf der Wii U tatsächlich. Man soll es kaum glauben. Und was plus minus? Okay, mal gucken, was haben wir für Optionen noch? Koop-Einstellungen, erstmal die angucken. Kamera, Erkundungszone, Bewegungssteuerung, glaube ich, lasse erstmal alles so weit, wie es gut aussieht, beziehungsweise wie es hier so dargestellt wird. Vielleicht gibt es noch irgendwie etwas zu Ton oder sonst was, aber nö. Okay, legen direkt los, war. Natürlich mit dem Abenteuermodus. Automatisch gespeichert, das ist kein Problem. Wie viele Spieler sind dabei? Einer. Danke. 10 Jahre her, seit Pikmin 3. Mal gucken, ob wir noch, keine Ahnung, auf bekannte Pikmin-Arten treffen, auf neue Pikmin-Arten, auf bekannte Charaktere der anderen 3 Teile. Zum Beispiel Louis oder Captain Olimar oder Charlie, Britta waren, glaube ich, noch die im dritten Teil. Der dritte weiß ich gar nicht mehr. Aber im dritten Teil waren es ja 3 Typen. Egal. Los geht's. Captain Olimar. Windu, Gero, Nuru, the Dolphin. Lebli. Imarasto, Dormassoson, Los Deli. Vuelas maker, spariposur, la pa. Tugunur para, dimara moru. Brukban, webo. Pugna, du Pikmin. Nilama du Pikmin, so luolinima. Topor, lavarastaro tu pa. Weba, pelava, pugna tu. Lokuru, nurunto. Lava, tepkunta. Matarastuem. Ibugam, lavarastarmane, tu pa. Nilven, sekta. Windows para, Rivari Kefna. Ich bin gleichzeitig begeistert, aber auch verwirrt. Ich hatte zuerst erwähnt, okay, jetzt haben uns nochmal irgendwie Pikmin 1 bis 3 nochmal irgendwie kurz vorgestellt, was alles passiert ist, und dann kommt so der andere Typ da, dieses, keine Ahnung, dieser Hundi nenne ich jetzt mal liebevoll. An den ich mich aber überhaupt nicht mehr an Pikmin 1 erinnern kann. Pikmin 2 kann man garantiert nicht vor, das wüsste ich noch. Pikmin 3 sowieso nicht. Und aus Pikmin 4 wissen wir aus Trailern, dass er oder eine andere Art von ihm noch spielbar sein wird. Also man jetzt hier irgendwie Olimar, von dem man aus den Trailern gar nichts wusste, dass der überhaupt hier auftauchen wird. Dass man den dann mal irgendwie
hier zu sehen bekommt. Ich meine, ist ja cool, wie bereits vorhin erwähnt, es wäre cool, wenn man irgendwie in allen Pikmin-Teilen, sei es auch in DLCs oder irgendwie im Epilog oder so, keine Ahnung jeweils, auch so Anzeichen oder Gespräche mit früheren Personen, in dem Sinne halt mit Olimar aus Pikmin 1 und 2 oder so hätte. Aber dass man das jetzt so schon zusammenwürfelt, das ist faszinierend. Etwas in diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher entdeckt haben. Ja, das kann mein Wohnzimmer sein. Wo lauft ihr denn hin? Ah, lustig, es sind nur die 3, ich sage jetzt mal Haupt-Pikmin-Arten, ne? Sind die noch aus Pikmin 1? Die roten, die gelben und die blauen, die gab es auch in anderen Teilen, aber es war halt, ja, im ersten Teil gab es noch nicht mehr, ja? Ist das jetzt ein Tutorial? So, dann können blaue Pikmins hochspringen. Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Sollen sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach dem fehlenden Schiffsteil mache. Und fragen, warum hat der immer ein Problem mit seinem Raumschiff? Alter, Olimar erinnert mich manchmal ein bisschen an Quack, den Buchpiloten, ganz ehrlich. Hey, cool. Das gab's in Pikmin 1 garantiert nicht, sorry. Das Vieh würde mich erinnern. Wie gesagt, das ist ja eigentlich so ein Feature mit diesem Wolleproppen hier, das eigentlich uns in den Trailern zu Pikmin 4 vorgestellt wurde, ist mich so irritiert, dass Olimar plötzlich darauf sitzt. Aber irgendwie sieht man auch, also, was ist jetzt los? So ein Erdbeben. So um uns herum, um den Screen herum, das ist irgendwie so, ja, noch ein bisschen abgedunkelter Rand, das wirkt schon ein bisschen, so sollen wir den Pikmin suchen. Ja, ist ja gut. Ja, hier vorne. Das ist schon ein bisschen so als, das ist nicht der Hauptteil des Spiels, das wollte ich eigentlich sagen. Vielleicht verstecken sie sich hinter diesen Objekten. Wir sollten sie zerbrechen und noch einmal nachsehen. Beim Springen kann man Kraft sammeln. Also X gedrückt halten, dann gut zielen und mit voller Kraft sprinten. Na dann. Pikmin! Aha, ich wusste doch, dass sie hier irgendwo sein würden. Ich halte einfach B gedrückt, um sie mit meiner Pfeife zu mir zu rufen. Genau, je länger du gedrückt halt, desto größer wird der Kreis. Die können sich an ihm festhalten, cool. Wuff, wuff. Aber warum hat er nur 2 Beine? Die Pikmin sind einfach so fortgelaufen, wenn ich nur wüsste, warum. Ich überlege schon die ganze Zeit, woran mich das Vieh erinnert. Gab es nicht in Monster Ranger ein ähnliches Ding? Es hat zwar 4 Beine, klar. Und es sah auch, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen älter aus und so, aber so irgendwie die Gesichtsform, die hat ein bisschen was, finde ich. Notiere mir das besser in meinem Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Jetzt notieren. Man weiß nie, wann man an diesen Informationen noch nützlich sein werden. Wie formuliere ich das am besten? Muss ein Knui. Also ich hatte das Gefühl, dass das Ganze irgendwie nach Pikmin 2 sogar spielt, als ich von Olimar. Deswegen dachte ich mir gerade so von wegen, ja, es könnte ja eigentlich, ja, vielleicht ist irgendwie Louis noch irgendwie hier. Seinen, ich sage jetzt mal, liebevoll trotteligen Kumpanen aus Pikmin 2. Ich muss die fehlenden Schiffsteile finden. Ja, das muss er immer. Okay. Wobei, ich muss zugeben, ich wäre gar nicht traurig, wenn Louis hier nicht dabei ist. Ich war nie so... Er ist zwar irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Er ist... Ja. Quasi ein bisschen wie so ein trotteliger kleiner Bruder. Er hat schon irgendwie ein bisschen Charme und denkt so, ach... Ja, zuerst denkt man sich so von wegen, ach Louis, warum muss man das antun? Und dann so wegen, ach, er hat auch so eine gute Seite. Warte mal. Ganz normal X ist springen, ne? Okay, okay. Oh, ich habe schon 8 und 8. Okay, das bringt nichts. Suchen wir unten weiter. Hey, hat doch 8 und 8. Wir sind eigentlich bei diesem Spielen von Pikmin niemals irgendwelche Menschen. Jetzt kommen wir wieder hoch, wa? Und die Kamera kann ich irgendwie auch nach oben machen oder so. Finde die Schiffsteile. Aha, gut, da geht erstmal darum. Jetzt sind die geflogen, ey. Ah, übrigens, ein paar Pikmin noch. Ja, ihr habt ja Spaß, wa? Engel spielen das hier zum Arbeiten.
Frechheit sowas, ey. Pikmin, die Spaß haben. Wo kommen wir so hin? 3 blaue, dann noch 2 gelbe. Ist nicht gerade viel. Muss reichen. So, also oben noch mehr. Weff. Immer kein Fallschaden, das ist schon mal sehr beruhigend. Hä? Wo? Da wohl kaum, schon eher dahin. Dididu. Aber es ist erstaunlich, wie klein diese Pikmin sind, ey. Lecco mio. So, ja, ich weiß, ich sehe es schon. Okay. Was? Wollen die mal verstecken? Wir können sie so wagen. Komm zu mir, meine Diener. ...32 Pikmin, das sind nochmal 3. 5, Entschuldigung. Sag mal. Ich einfach so abhauen. Will ich wissen, was da oben ist? Ich glaube schon. Okay. Huch. Was ist nun für einer? Eine Kreatur. Ui, was blickt plötzlich. Das ist hier kein Schiffsteil, das sie verschluckt hat. Also kein Scanner? Stachel machen ist schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Ich sie drücken, damit wir Kraft abbauen und zur rechten Seite die Kreatur anspringen können. Auf den Angriff, okay. Wir sehen, wenn die Kreatur, die mein Teil hat. Yo! Au! Achso! Ich muss erst richtig anspringen. Ne, dann gehen sie direkt drauf, okay. Da sollte ich ja bloß wissen. Tot. Blub. Hä? Das Interstellarradio. Wir haben es gefunden. Endlich kann ich wieder Radio hören. Damit kann ich noch einen Notruf absetzen. Ach ja, das auch. Was denn da alles kann mit dem Teil, war? Immer wieder erstaunlich. Diese kleinen Pikmins. Und Olimar, ihr Kapitän. Was für ein Team, hä? Pikmin. Tontoro. The beep, not the OQ. Dosso, Mapotem, Dube. Weba. Come on, dispara. Riponoslon. Caparastun, Dor, Los. Bimo, no furu no se. Weba, leba, du abchilu, dolon. Was? Nubu, no, mas pela bar. Hä?
Was zum? Was ist jetzt los? Rette die Rettungscrew! Dem Notfallprotokoll folgend wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff umzugsweise zu verlassen. Die verstreute Rettungscrewmitglieder zu finden hat oberste Priorität. Stellt eine Visitenkarte und bricht unverzüglich auf. Ah, die brauchen natürlich unbedingt, weil sonst geht's gar nicht. Okay. Das ist mal ein interessanter Beginn eines Pikmin-Abenteuers. Wir sind ja quasi unser eigener Kapitän. Oh Gott, geht's mit auch irgendwie ein bisschen weniger gruselig? Ich bin Charlie. Ich bin Britta. Ich bin Louis. Ich bin eine Mischung aus... Ne, warte mal. Ich weiß nicht mehr, wie der dritte hieß. Eben das Pikmin 3, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und Olimar, sagen wir es so. Ja, leck mich, ey. Alter, leck mich. Ja, das passt eher zu mir. Jetzt sehe ich auch so eine Mischung aus Olimar und Charlie. Machen wir ein Super Saiyajin draus, hä? Super Saiyajin, Gott, nein. Legendärer Super Saiyajin? Nee. Eine Funky-Version? Nee, komm, machen wir Super Saiyajin. Das passt farblich überhaupt nicht zusammen, aber ist ja scheißegal. So, ja. Ich bin Captain Michael. Freue ich mich. Brauche einen Einsatz? Nö, überhaupt nicht. Heimatplanet Karut. Was? Ist ja nicht dasselbe wie damals, wo Olimar herkommt, oder? Das 9. Mitglied der Rettungscrew erhielt vor kurzem Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Und Captain Olimar, wohlgemerkt, ja. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, Pikmin 4, spielt das jetzt wirklich nach allen anderen Teilen oder spielt das nach Pikmin 1 noch vor Pikmin 2? Moment mal, ich habe schon Pikmin-Spiele gespielt, ja, also bitte. Das ist ja schon über 10 Jahre her, aber ich krieg's noch hin. Was lernt man nicht. Das ist Neuling, so glaubst du nicht, ey. Hä? Seht ihr? Im Gegensatz zu euch bin ich nicht abgestürzt. So wohl zu Neuling, ey. Nicht zu fassen, ey. So, das ist unglaublich. Das ist schon eine Kreatur da vorne. Hä? Oder ist das vielleicht... Ja, wir werden es gleich sehen. Ich bin die Crewmitglieder. Und Olimar. Alter, wie laufe ich denn? Okay, okay. Bist du etwa auch so ein Wuffy-Kumpel? Ja, das ist erst ein Trailer. Ja. Wuff, wuff. Oh. Du bist jetzt mein Freund. Und einfach dir reiten, du bist aber kleiner als der andere. Da bin ich auch viel größer. Ochin. Gisha. Okay, das ist jetzt hier Gisha oder was? Das sind Vorfahren schon die Shepard-Familie unterstützen. Das ist eine erste Mission. Entweder bin ich einfach riesengroß oder dieser Ochin ist kleiner als der andere Hund. Da ist ein Rettungshund, der Rettungshund gefunden. Wenn das so weitergeht, ist das Let's Play in einer Stunde durch, wa? Ja. Na, Ochin? Was geht ab? Michael und Ochin auf Rettung. Mission. Der pennt da einfach. Moment mal. Also stehe ich jetzt nicht ganz. Ochin weiß, dass der andere da drüben ist. Er war aber die ganze Zeit hier und hat auch gepennt. Hat man nicht die ganze Zeit hier noch irgendwie gebellt oder so? So. Machst du gut, Ochin. Braver Wuffy. Ja, das dauert ein bisschen. Ja, du bist auch klein. Ja, du bist auch kleiner als der andere. Du bist auch alleine. Da ist alles cool. Die ganze Erde ist weg. Der quatscht eigentlich die ganze Zeit. Ochin, komm mit. Bist du das, Ochin?
Ein Stern sei Dank. Ich war mir nicht sicher, ob mein SOS-Signal zentral erreichen würde. Du und Ochin haben mich also gefunden und gerettet. Und zwar gemeinsam. Das überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ochin auf niemanden außer den Anführerin. Nö, Döname. Ich soll mir wohl besser vorstellen. Ich bin der Kommunikationsspezialist der Rettungscrew. Mein Name ist Colin. Ich bin der Italiener. Mamma mia. Sagt als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungscrew und ist außerdem ein begabter Techniker. Dann repariert mal euer Schiff. Du hast Colin gefunden, aber wo sind die restlichen Mitglieder? Vermutlich um die nächste Ecke. Als er rutscht, bin ich hier nicht mehr weggekommen. Also, Tieflauf aktiviert. Tieflauf aktiviert, okay. Ja, ich bin Michael. Ich bin sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, war ich derjenige, der das Signal gesendet hat. Die anderen von Rettungscrew, tja. Wir hatten uns auf der Landung. Wieso quatscht ich plötzlich wie ein Roboter? Aber als in der Planetenatmosphäre eintragen, verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Was passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir waren zu 6 auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssignalsystem aktiviert wurde. Mamma mia. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Olimar zu finden, der hier abgestürzt ist, doch wir erlitten dasselbe Schicksal. Jetzt frage ich mich gerade nochmal, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, wann wohl dieses Abenteuer spielt. Ich bin ja eigentlich ein Trottel. Das Ganze kann auch trotzdem nach Pikmin 3 stattfinden. In Pikmin 3 mussten wir am Schluss ja nochmal Olimar und Louis finden und retten und könnte es sein, dass danach Olimar nochmal aufgebrochen ist. Alleine, mit seinem eigenen Dolphin und ja, wäre möglich. Also insofern. Da ist mir jetzt fast schon peinlich. Da wäre es mir auch, ey. Die Shepard, in diesem Bereich hier gelandet. Wer ist eigentlich mein Schiff, wenn man fragen darf? Mhm. Du hast es vergessen, das ist für dich. Offizielles Rettungsschuh-Tablet. Wow, ein Tablet. Sieht gar nicht aus wie die Switch. Das ist vielleicht ein Tease auf die Switch 2? Entschuldigung. Michael. Du hast Colin gerettet, für den Rettungsschuh. Ja, okay. Im Moment ist nur wichtig, dass, genau. Missionenkarte, Aufzeichnungen, Missionenkarte. Wuff, wuff. Wie wir latschen, ey. Michael, Ochin und Colin retten die Welt. Wie lange? Und das Spiel heißt Pikmin. Wo sind eigentlich hier Pikmin? Wie sieht denn Takt aus? Okay. Die Pflanzen des Planeten sind riesig. Sei vorsichtig, dann zieht dich mit der gut um. Die sind nicht riesig, die sind einfach nur klein. Das ist was anderes. So, wo ist denn dies? Seht nur, da drüben. Das große Loch im Boden. Wenn wir einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zur Shepard gelangen. Ach so. Ich habe nicht diese Anhöhe. Ist da drin etwas? Warte mal ganz kurz gucken. Okay. Ja. Gut und mal schön, wa? Siehst du nichts lieber als im Boden zu graben? Aber Ochin, das bisschen Erde hält ja nicht auf. Aber Olimar hat ja seine Ochin-Version quasi ja hier gefunden, ja, angeblich. Da sind wir mal wieder. Warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind? Das ist hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben. Gut gemacht, Ochin. Der ist ein Gullideckel. Relativ klein, wenn man so die Bemerkung erlauben darf. Ganz genau. Bilu und los. Also warte mal, heißt das jetzt, dass wir da unten noch eine andere Region jetzt direkt erforschen können, oder? Ah, okay, das ist anfangs Ebene 1. Das ist schon, das wäre einfach nur, ja, ein Durchgang, eine Röhre. So ähnlich wie bei Mario. Mamma mia.
Oh, ich hasse solche Höhlen. Was geht ab, Ochin? Ich scheint uns mitteilen zu wollen. Vielleicht finden Sie jemand von der Rettungscrew hier unten. Das wäre krass, ey. Ich pfeife mal ein bisschen, ne? Vielleicht schrecken wir etwas auf. Oh. Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführung der Rettungscrew. Mir ist schon mal einen guten Eindruck, Michael. Viele Vorfahren der Chefin und... Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Geschichtslektion. Schnell, tu das. Ich wollte sagen, kann ich Rutschen irgendwie... Warte mal. Nein! Achso, geht auch so. Boah, die lösen richtig auf, Igitt. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das ist doch kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten sind meine Arme schon ganz taub. Plumps, oder? Ja, fast. Wie geht's dir, Colin? Bist du unverletzt? Das gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh, dich zu sehen, dass nichts passiert ist. Wen haben wir hier? Ah, wir haben uns doch schon beim Training getroffen. Um mich noch vorzustellen, Anführerin Shepard. Achso, etwa. Shepard, nicht Shepard. Also, Ochin empfiehlt, gegen diese Kreaturen anzugreifen, Michael? Eigentlich hört Ochin nur auf meine Befehle. Tja, da ist das ganze Training wohl ausgezahlt. Hey. Was? Also das erste Mal im Training seid ihr das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Was? Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation. Ach du Scheiße. Das ist ein Rettungshund begeistert, seit er als Kind von einem gerettet wurde. So. Du hast die Anführerin gefunden. Ja, jetzt können wir zurück, wow, den Rest braucht es eh nicht. Wir haben Techniker, wir haben die Anführerin, wer braucht es noch? Gute Frage. Hey, wollte die Umgebung erkunden und dann, naja, scheiße. Einmal, ist das Loch gefallen, das sich in der Nähe der Shepard befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir hier nicht so rum? Warte mal, heißt sie Shepard und das Schiff heißt auch so? Stimmt was nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, Michael. Ich sag generell nie was. Und das Bestätigen sagen wir aber der Rettungscrew verstanden. Lass uns mal zusammen probieren, ja? Okay. Da komm, das muss sein. Und wir haben ja ein Tablet. Ein Shepard-Tablet. Mit Shepard-Dokumenten. Irgendwie jetzt Nintendo jetzt mit ihren Tablets, wa? Das heißt bei Zelda, so jetzt hier bei Pikmin. Okay, Ochin ist mein Partner. So, dann ganz kurz mal umgucken hier. Schwierige Sache, da ist nichts zu machen, wa? Okay. Ja, ist klar, wir brauchen ein paar Pikmins, um die Wandern zu reißen, das ist klar. Die Abkürzung, das heißt, wir müssen hier vermutlich normal irgendwann hin. Ach nee, das ist gar, Entschuldigung. Das ist einfach nur... Hey, kann ich später mal irgendwie hochklettern oder so? Da geht das ja, wer weiß. Da bin ich runtergefallen.
Oh, zum Glück hast du einen Schloss der Höhle überlebt, ey. Aber wie kommen wir jetzt da wieder rauf? Ach, da haben sie den Typen schon was überlegt, keine Sorge. Mit Windpower! Jetzt spiele ich schon seit 30 Minuten ab, verraten in Anfangsminuten mal ein paar Pigmins befehligt. Aber mein Otschen ist krass, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, dass er irgendwie auch schwache Gegner und so besiegen kann, wo man auch Gegenstände ziehen kann und so. Kommt mir halt irgendwie vor wie so ein, naja, eine Art Super-Pigmin. Ja, Michael, bitte vorsichtig im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du sollst sie nicht einfach so berühren. Ja, das bei dem Spiel, ey. Was? Gut, Chefin, ich habe die Flagge der Rettungscrew aufgestellt, ganz offiziell. Wenn sie Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche darf wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Hä? Die war selber mit dabei. Dass die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt, wa? Besser ist es. Neue Frisur? Nö, eigentlich nicht. Aber ich war ja ziemlich beschäftigt, damit nun ja am Leben zu bleiben. Wo? Ich jetzt mal vorne das Teil. So, Kommt etwa Rauch aus der Shepard? Das wird mir gleich ja, mal ansehen. Oder waren das nicht meine letzten Worte? Mamma mia. Ich rufe es auch nicht. Spiel vorbei quasi. Statusberichte. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, wir können es reparieren. Ich habe eine Notfallabschaltung eingeladen. Jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepard vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. Doof. Ja, sonst wäre das Spiel schon vorbei, ja, also. Was? Ah, hier ist es. Seht doch das mal an. Kommt der Eintrag über die Pigments oder was? Logbuch wird aktualisiert. Schätze. Dass sie Glycerium erhalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann. Suche an den Dolphin-Teil muss Priorität haben. 31 Schätze. Glycerium. Das braucht ihr oder was? So glänzende Objekte, die wir auf den Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Ja, Mamma mia, sind wahre Schätze. Ich bin noch etwas skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nicht zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Gakko. Jo! Eine gute Energiequelle! Ah, okay. So geht denn das? Gut. Zu transportieren. Und da kommt die Pigment ins Spiel. Das kann die Beagle übernehmen. Das ist sogar ein bisschen weit weg, oder? Dem sie landen kann. So, Tito. Die Steine leuchten. Was ist denn hier los? Vielleicht ist das eine ja natürliche Information. Ganz ich bin mir allerdings nicht. Dado. Jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Ich will Pikmin finden. Und da vorne. Eine rote Zwiebel. Die roten Pikmin. Die, ich würde mal sagen, Universal-Pikmin, ne? Was ein Schatz ist.
Das machst du gut, Ochin. Ich glaube, das mit dem Transport. Ich frage mich gerade, ob das Riesending auch dafür ist, für alle... Nein, für die Zwiebelhaare, wenn wir mehrere Pikmin-Sorten nachher haben. Ja, okay. Unglaublich, das Ding hat von allein bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Schatz handelt. Was könnte es denn sein? Er sieht ja, wir sind aus einer Pflanze. Er spricht ja von einer Zwiebel. Dieser Keim? Da könnte dieser Keim ein Pikmin sein. Pflücken. Freunde, ein rotes Pikmin. Und warum Universal-Pikmin? Weil sie gute Kämpfer sind und feuerfeste Pikmin sind. Ja, in dem Fall können wir uns vielleicht mal Pikmin und Ochin. Beste Freunde. Seht nur, Ochin freut sich. Oh, ist das süß. Muss man länger rumstehen, Chefin? Ich habe 1 Pikmin. So. Übrigens hier schon mal wieder so ein Teil, war mit Glycerium. Gut, dieser Glitzereffekt ist ein bisschen stärker als in früheren Pikmin-Teilen, aber okay. Was, wieso soll ich die Karte öffnen? Ah. Ja, natürlich praktisch. Ja, war klar, dass es viel mehr gibt. First Prop. Ich überlasse es mir. Wir haben Pikmin, wir haben Ochi. Theoretisch können es Ochi selber machen. Mach jetzt einmal noch nicht. Genau. Der eigentliche Sinn und Zweck der Pikmin ist, dass sie selber Dinge transportieren können. Und das ist dafür da, dass die Pikmin auch vermehren können. Bip, bip. Noch mehr Keime. Das ist auf der Lebensform. Da habe ich schon immer gewesen. So. Ich warte mal noch mit nur einem Pikmin. Erstmal das andere bringen. Das andere Ding da auch noch. Und dann, ja, dann langsam anfangen, die Pikmin zu rupfen. Aber cool, dass das Spiel so eine Art Autofokus hat. Sowas bin ich immer sehr Fan von. So, ich pflück schon mal. Der pflückt ja automatisch. So, der soll das machen. Dann haben wir noch ein paar Pikmin mehr. Die anderen sollen das halt ausbuddeln nachher tragen. Sieht aus wie eine Gabel, oder? Sehr schön, die Gabel hätten wir. Sehr gut, Schatz ist auf dem Weg. Genau, jetzt haben wir vorhin gesehen, dass da oben noch was ist. Oh. Die Beagle nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Da soll das kein Problem sein. Natürlich, macht auch ein PDF draus, oder? Ich will den Schatz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich enthält er die Energie, die wir brauchen. Okay. Mehr als gedacht. Nach 250 weiter an einem Glycerium finden Sie die Shepard mit Energie. Ein Shepard findet doch eher konventionellen Treibstoff als Energiequelle. Das sollte möglich sein. Wir haben noch viel mehr Glycerin. Ja, Glycerinfarmen und Glyceriumfarmen, geil. So, wir haben noch einen Schatz eingesammelt. Genau, zum anderen komme ich direkt auch noch, keine Sorge. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Pikmin, wenn ich ehrlich bin. Weil Pikmin kann man nie genug haben, denn wir werden auch Pikmin verlieren, ne? So will ich schon mal klar, da kann ich halt schon mal sagen.
Denn auch wenn Pikmin generell, ja, sehr stark sein können, ich werfe noch ein paar mehr mit, dann geht es auch schneller. Ja, also natürlich, also ich meine, einen Run zu machen, den wir keine Pikmin verlieren, das sollen Profis machen. So, das mache ich nicht. Und das da oben ist doch ein Game Boy Advance SP. Lecco mio. Das soll einfach noch irgendwo rumliegen. War auch cool damals, weil der Game Boy Advance, der normale, der war ja eher so breitformatmäßig, also ähnlich wie die Switch eigentlich. Natürlich mit einem kleineren Screen, ist klar. Das auf die Breite und der SP war halt wieder wie der ursprüngliche Game Boy, aber halt zum Aufklappen. Ich glaube, damals, wo der rauskam, waren dann gab auch die Klappende sehr so bekannt. Kann das später, ich weiß gar nicht mehr so. Das ist schon so lange her. Damals war ich im zarten Teenageralter. So, wir haben 13 von den Pikmin. Die Frage ist, kommen die auch da hoch? Normalerweise, ich habe vorhin erwähnt, dass rote Pikmin ja feuerfest sind. Es gibt ja verschiedene Arten von Pikmin. Es gibt auch eine Art, die... Stimmt, können wir mal so versuchen. Eine Art, die eher für Höhen da ist. Also um höher springen zu können oder geworfen zu werden. Der läuft sogar. Das ist doch knapp. Viel zu knapp. Der Batterien drin? Habe ich schon einen Befehl zum... Ne, noch nicht. Es gibt eigentlich auch eine Taste, mit der ich alle Pikmin losschicken kann. Das wäre jetzt praktisch gewesen, ja. Ein Game Boy Advance SP. Ohne Modul drin, ne? Ist gar kein Spiel drin. Die Anschlüsse haben sie gemacht, hey krass. Hurra! Hurra! Das ist ein fantastisches Team, Michael und Orchin. Danke. Ich meine es ernst, nur weiter so. Pikmin sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie eine kleine Rettungshunde. Mach dich gleich ans Werk, Colin. Aye, aye, Captain. Gut, eigentlich war das eher... War eigentlich auch ein Teil vom Tutorial. Nein, der Game Boy Advance SP. Er ist futsch. Der ihn zerstört. Nein, die Gabel, die wollte rein haben. Wow, ein Blitzeffekt, cool. Die Shepard hat wieder Energie. Die Shepard verfügt dank des aus Glycerin extrahierten Glycerium wieder über Energie. Tada, wir haben es geschafft. Die Systeme des Schiffs haben wieder Energie. Es verrät noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Radar wird gestartet. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Sie können von den vermissten Rettungskriegsmitgliedern oder sogar von Captain Olimar stammen. Nein, wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Abschlussbericht Tag 1. Gerettet, gerettet. Das ist ja interessant. Der Schieferwege gibt automatische Namen für die Objekte. Anregende Klapptafel. WTF. Wegbereiter. Prinzessinnenspeer. Ja gut, eine Gabel. Ja, sie hat nur 2 Dinger, aber trotzdem. Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. Anregende Klapptafel. Ja. Oh Mann, oh Mann. Als ich aus der Shepard aufsteigen, war mir ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Jetzt konnten wir eine Reparatur vornehmen. Wir mussten für eine Weile auf den Kampf verzichten. Es geht nicht über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit.
Und du bist ja sicher, dass wir genug Notfallration haben, Colin? Schließlich wissen wir nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen. Njöra. Wir haben unsere Vorräte 3-mal gezählt, aber ich sehe lieber nochmal nach. Gut, morgen geht es nach Erkunden. Ernst erkunden, daher soll sich Otschin gut ausruhen und du natürlich auch, Michael. Vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Rette die Rettungscrew! Das Radar des Shepard daherstellen und unsere Suche vergrößern und brauchen dazu mehr Glycerium. Bitte finde mehr für uns. Naja, habe sonst nichts zu tun, wa? Ich nur Befehle ausführen. Tag 2 war ihm noch hier, warum das? Ich meine, was soll er jetzt noch machen hier? Guten Morgen, da wären wir alle. Rüppe. Verstanden. Dann sagt Michael. Morgen. Noch 4 Mitglieder, es fehlt Captain Olimar, es fehlt alles. Fliegen das Gebiet, aus dem unser Radarsignal empfangen haben, finden die vermissten Rettungscrew-Mitglieder. Jawohl. Drahtlosverbindung, wow, echt krass, ey. Comment? Nein, vielleicht finden wir ihn ja, während wir dann andere Rettungscrew-Mitglieder suchen. Rüppe. Rüppe. Olimars Rettung. Captain Olimar ist aber an einem unerforschten Planeten gestrandet. Unerforscht. Mach ihn ausfinden, während du dich nach Mitgliedern der Rettungscrew suchst. Er findet es cool, dass wir trotzdem nach Olimar suchen. Was? Kann ich hier aussuchen? Patron. Ja, okay. Du schaffst das schon. Das ist Potenzial für uns. Ah ja. Hütchu. Aber da lacht wenn du Zeit hast, Plaudern? Jaha. Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Lass mich mal ein bisschen... Aufbrechen. Tönabe. Sonnige Anhöhen. Darf ich die Zwiebel mitnehmen? Nur mal so gefragt. Zwiebel, komm mit! Wir begeben uns in neue Missionen. Die Zwiebel hebt auch ab. Jetzt sind wir ganz alleine hier. Scheiße. Ich habe schon wieder den Akzent gewechselt. Oh Mann. Naja. Egal. Aber 1500 Dinger. Ich frage mich halt, ob ich so ein Gebiet eigentlich erst dann verlassen kann oder verlassen sollte, wenn ich die jeweilige erforderliche Menge an Glycerium habe. Könnte ja sein. So, Freunde, wir kommen aber langsam sicher mal zum Ende dieser Folge. Ich frage mich trotzdem langsam, weil ich es ursprünglich machen wollte, ob ich vielleicht doch ein Let's Play draus mache. Aber halt ähnlich wie bei Anno und so. Nur wöchentliche Folgen. Zumindest aktuell jetzt. Weil ich finde irgendwie... Ich finde es gerade, so wie ich gerade so am Zocken bin, ich finde es irgendwie so richtig gemütlich, gerade Pikmin zocken. Im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich aktuell habe, mit so Zelda und Fire Emblem. Und Anno, was momentan auch eher ein bisschen stressig ist, als wirklich entspannend. Hey, hallo, hier spricht der Colin. Meine Tanzfolge bis so inzwischen Fällen im Zielgebiet angekommen. Nein, Moment, ich lasse den Chef erklären, wie wir mit der Rennungsmission vorgehen. Hä? Ja? Wenn es dunkel wird. Verstanden. Wir zählen auf dich. Das ist ein Transportmittel. Also warte mal, kann ich Pikmin einfach so rufen? Okay. Ich habe aktuell drin 13. Das heißt, ich nehme mal 10 Stück mit. Ich habe so eine Angewohnheit bei mir, dass ich irgendwie sage, ich nehme nie alle Pikmin mit. Nur so eine schöne Anzahl. Ups. Nein. Komm doch mal zu mir, Alter. Das störe ich der Gute. Okay, wozu auch immer, weil ich sehe es gar nicht.
Ja komm, das ist kein Problem, das sind so viele von denen gerade. So, natürlich die Anzahl, die draufsteht, ist die Anzahl, die wir brauchen, um sie transportieren. Das dürfte eigentlich klar sein. Da haben wir schon mal wieder einen Schatz da oben. Ich habe noch, warte mal, ich habe ihn auch noch dabei. Kannst du den mitnehmen irgendwie? Geht, wa? Cool. So, dann kommst du wieder mit. Wo er die Dinger hinbringt, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Mal. Silber stößt keine Samen mehr aus. Die von auf Silber ausgeschnittenen Lebenszeichen führen zum Schluss, dass sich jetzt mal Pikmin im Inneren befinden. Genau, weil es jetzt so, ich kann ja aktuell maximal nur 20 Pikmin mitnehmen. Da ist die restlichen Pikmin sind einfach drin und können momentan nicht mitgenommen werden. Es sei natürlich, ich will jetzt halt im Verlauf des Abenteuers noch ein paar Pikmin verlieren. Was wie gesagt durchaus sein kann, dann könnte ich wieder welche Zwiebeln rausholen. Oder sollen dann automatisch, ich glaube, spawnen zum Teil sogar. Egal. Problem ist, ich komme hier gerade nicht hoch, wa? Ja, man hat dazu noch einen zweiten Typen. Ah ne, ich sehe da schon Gullideckel, okay, wir müssen unten durch. Wie ich immer unten durch muss, wa? Okay. Was jetzt? Bitte komme, Michael. Willst du Otchins Hilfe brauchen? Auftrag. Suchen, das Richtige sein. Dann ist Otchin direkt zu dem, was du suchst. Oh, ist ja praktisch. Ja, Michael, hast du den Begriff denn noch nie gehört? Wie erkläre ich das am besten? In Dandore bedeutet seine Aktionen voraussagen zu planen, um beim Verfolgen seiner Pläne effizient vorzugehen. Dieses Wissen ist etwas in Vergessenheit geraten, aber bei der Rettungskur bemühen wir uns, es umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man seinen Dandore-Können verbessert. Das ist im Weg, ja, aber die Dinger habe ich ja eigentlich. Da ein bisschen was machen kann. Gucken wir mal. Auftrag. Otchin, such! Such, Otchin, such! Bravo, Otchin. Ja, das machst du gut. Ich bin aber schneller sehr, aber okay. Warum ist aus dem Weg? Ja, ich weiß, er war gerade. Na, okay. Ja, ich dachte, vielleicht wird in das Spiel zeigen, oh, du kannst jetzt mit, keine Ahnung, X oder so, mit anderen Tasten kannst du irgendwie alle werfen. Das kann ein bisschen dauern mitunter. Die Wand ist weg, die Wand ist weg. Ja, die Wand, die ist jetzt weg. Blub, blub. Achso, sie ist ja auch in der Höhle. Wir müssen nur von Kreaturen. Natürlich gehe ich jetzt da rein, wa? Eine Höhle entdeckt, ja, Otchin hat den Auftrag. Ich mach's jetzt aber nochmal. In der Höhle könnte ich auf den nächsten Tag schieben. Ah, der ist da unten. Okay, gut. Das mache ich dann ein anderes Mal. Weil ich gerne gewisse Dinge hier abschließen, damit es noch irgendwie geht und auch Sinn macht. Da haben wir... Ganz gelegene Orten, war. Okay, was er mir für uns jetzt zurückgelassen hat. Das ist eine Kreatur da zu sein. Eine Basis aufbauen, ne? Und die kümmere ich mich. Weil eben hier ist jetzt so, sieht man es auch hier gut. Das Vieh spuckt Feuer.
Genau, aber es sind ja Feuer-Pikmin, also feuerfeste Pikmin, deswegen spielt das gar keine Rolle. Die Dinger können gar nichts. Neue Basis, vielleicht dann für später. Hani. Was ist denn das jetzt? Oh. Ein Verstein, oder? Oder? Ein Schatz ist das aber nicht. Da kann man damit etwas machen. Ich sehe mal in Olimas Logbuch nach. Schmilzt bei Erhitzen und bildet eine lehmähnliche braune Substanz, die gut formbar ist, weil sie eingesetzt werden kann. Anilo. Mohei. Kann man dann einfach sammeln. Wenn Rose wieder da ist, wird es bestimmt etwas freuen. Also bringst du jetzt zurück oder was? Okay, warte mal. Oh, das war. Ich dachte irgendwie, das wäre etwas, was ich jetzt irgendwie hier die Brücke bauen könnte. Oh wow. Ja, eben. Oder habe ich etwa. Ins Wasser gehen ist nicht so klug, weil die Pikmin, die ich dabei habe, können nicht schwimmen. Sagen wir so, wie es ist. Kreatur, man einen Blick behalten kann. Und welchen? Nipa. Ein Autofokus. So. So, das ist natürlich auch so ein Vieh, was, naja, unsere Viecher, also unsere Pikmin fressen kann. Jo. Kaupchi. Hä, ich muss gerne den Fokus nicht aktivieren. Ah, jetzt. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Nur weiter so. Hier haben wir noch Strom. Da ist natürlich im Fall eine weitere Pikmin-Sorte. Da ist eine Brücke. Nee, das nicht. Ich will nur noch gucken, was hier alles gibt. Oh, da ist nicht gut. Weg hier. Heri. Mentalpad ist hochgeklappt. Oh. Geht das vielleicht? Nö. Kann ich irgendwie Pikmin da raufschmeißen und das Gewicht wird dafür sorgen, dass es runterfällt? Nö, oder? Okay. Aber wir brauchen irgendwie Gewicht, um das Ding runterzuklappen. Wer hat die eine Abkürzung? Wie man dauert es ein bisschen. Ja, wie dem auch sei, ich kann ganz kurz nochmal erklären, was man mir so dachte. Weil eben irgendwie hat sie mir doch die Lust gepackt, vielleicht doch zu überlegen, soll das Ganze doch noch Let's Playen, ne? Wie damals vor 10 Jahren nach Pikmin 3. Dankeschön, mein kleiner Kumpel Ochin. Und ja, wir müssen da runter, ist klar. Oder müssen eigentlich. Ich glaube, das wird sich noch großartig verhindern lassen. Ich überlege mir jetzt gerade, ob ich was. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich einfach mal das Ganze, dass man als Let's Test hochlade und dann, je nachdem, ich ein bisschen überlege, okay, wäre es vielleicht eine Idee, das zu Let's Playen, ne? Also wirklich normales Let's Play daraus zu machen, aber halt zu sagen, vorhin angekündigt, okay, dann kommen halt irgendwie wöchentliche Folgen, also eine Stunde oder so. Also so ein kleines Abenteuer quasi. Weil mehr würde ich aktuell sowieso nicht hinkriegen. Wenn wir noch ganz andere Spiele haben, die ich zuerst beenden möchte. Und sollte vor allem auch. Man natürlich auch noch ein bisschen, naja, davon abhängig machen lassen kann, wie es denn. Oh.
Wie die Resonanz so drauf ist, sagen wir es mal so, wie es ist. Diese Folge von Pikmin. So, warte mal. Ich habe jetzt hier zwar überall ein bisschen was gemacht, irgendwie was gekillt, das ist alles schön und gut. Aber werden der Weg überhaupt auch frei, damit die da irgendwie... Warte mal, muss ich ganz kurz mal gucken. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wo sie die Dinger durchbringen. Ah, Eier gibt's ja auch, cool. Mit dem Nektar. Und der ist cool mit Pikmin, weil sie sprießen. ニュークあれ Genau. Da werden sie einfach noch stärker. So, jetzt haben wir nur noch sprießende Pikmins dabei. Hier noch ein paar Dinge mit. Schauen kann sie nicht. Okay, sie gehen jetzt wirklich den kompletten Weg hier entlang. Ja? So, sind auch schon da. Ja, Pikmin hat die Angewohnheit, dahin zurückzugehen, wo sie gerade waren. Das ist so eine Eigenschaft, die ich persönlich jetzt nicht so geil finde. Wir kommen da wohl hin, aber auch wohl noch einen zweiten Helfer. Haben wir auch schon überall, aber innen müssen wir erstmal das Ding hier freibuddeln. Keine Ahnung. Mit da oben. Da oben sind die Dinger, aber. So, sammeln wir das noch bitte noch ein, wenn wir schon dabei sind. Da oben gibt es auch noch einen Schatz. Gehen wir mal ganz kurz hin. Hier komme ich ja leider so schnell nicht hoch. Also zu dem Schatz zur Erdbeere komme ich auch nicht, wa? Ich glaube auch, die haben nochmal einen zweiten Helfer, wa? Nochmal ein anderes Crewmitglied, sagen wir so. Und ich quasi am zweiten Tag irgendwie... Nicht mehr alle Pikmin, nein, nicht mehr. Aber quasi am zweiten Tag irgendwie hier landen könnte und dann vielleicht von hier aus direkt an den Gully. Das wäre jetzt eigentlich so mein Ziel, am zweiten Tag da runter zu gehen. Ching, ching, ching. Gut. Einmal. Was sind das Idioten, ey? Die haben manchmal schon eine extra lange Leitung, wa? Schlimm, schlimm mit euch. Schlimm, schlimm. Noch mehr Pick produzieren. Ja, yeah, ich weiß nicht. Aber ja, so hoch wie der muss. Also entweder den zweiten unseren Crewmitgliedern hier hochschmeißen, damit der irgendwie Pikmin übernehmen kann. Das Prinzip gab es ja auch schon im dritten Teil. Unter anderem. Oder finde ich irgendwie noch eine andere Option, eben durch diese unterirdischen Tunnel. Und finden dann noch ein paar mehr Crewmitglieder. Und was die Dinger hier betrifft. Die waren glaube ich da oben, wir haben noch ein paar gesehen. Wird das von mir so funktionieren. So. Warte mal mitnehmen. Oh. So, was soll das noch machen? Für viel mehr reicht es jetzt auch nicht mehr. Obwohl wir hier schon überall durch waren, die Monster auch platt gemacht haben. Die werden für dich halt wieder spawnen am nächsten Tag. Aber ist halt leider so. Der Tag jetzt eh schon rum ist, würde man sagen, wir gehen langsam aber sicher zurück. Haben die ganzen Pikmin noch auf, die hier oben schlawinern. Den Laden Rohmaterial.
Einen Teil dieser Viecher eigentlich auf den Ochi sammeln lassen, war aber. Ne. Versuch's mal, vielleicht geht's ja. €20, ich habe alle dabei. Und Ochi noch, das ist doch perfekt. Das heißt, am Abschluss des Tages, wenn ich jetzt nicht super produktiv war, aber ich muss mir erstmal die Map angucken. Ich meine, auch wenn ich. Warte mal, war das schon wieder? Kann schnell Zugriff auf die Karte? Picture. Oh. Ja, alles klar. Genau, und hier sehe ich ein paar Dinge. Hier hinsehen. Okay. Doch, ich habe viel übersehen hier. Und dann noch Ochi, wo ist der wieder hin? Ah, da kommt er ja. Turnabe. Und es ist schon spät. Bei uns aber ist es wichtig, Aufgaben jetzt zu erledigen. Kopchi. Nach Captain Olimars Logbuch geht, sollen alle Pikmin in dieses Radio sicher sein, ne? Das wäre besser. Ja, nachts scheint die Kreatur noch aggressiver zu werden. Das ist tatsächlich so. Müssen einfach alle Pikmin, die wir nicht bei uns tragen, müssen nur in diese Kreises sein, ne? Sobald die Sonne untergeht. Was jetzt der Fall wäre. Also jetzt würde nichts mehr passieren. Ich kann natürlich auch einfach alle zu mir rufen, das ist mir meist sowieso sicherer. Ich habe Ochi dabei, ich habe 20 Pikmin dabei, heißt ich habe alles. So, wir können das noch ganz kurz machen. Nach Ende mal die Folge beenden, jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht als er wollte, aber ich wollte auch nicht mitten im Tag aufhören. Weil generell bei Pikmin bin ich da lieber so geschult, dass man sage, hey, lieber einen Tag komplett abschließen. Hello, hello. Noch ein bisschen umgucken fürs nächste Mal dann, wenn es nächstes Mal gibt, habe ich bereits erwähnt. Aber bisher würde ich trotzdem sagen, es sieht soweit ganz cool aus, auch die Story und so und zum Teil neue Funktionen, vor allem natürlich auch Ochi, ne? Natürlich sehr, sehr liebevolle kleine Details, muss man sagen. Kommt natürlich auch wieder total das Pikmin-Feeling auf. Das ist auch ganz klar. Dann testen wir das mal rausschmeiße. Ja, 1920, eins wird jetzt fehlen. Wenn das Pikmin jetzt da draußen stehen lassen würde, würde es nachher sterben. Das wollen wir natürlich nicht, ne? So. Man sieht auch oben, also links oben, wie der Pikmin eigentlich jetzt tot wären. Zack, und 0. Was wir noch nicht so richtig gesehen haben, sind auch neue Pikmin-Arten. Ne? Wir haben bisher es mit rotem, blauen und gelben zu tun gehabt. Vorgestellt wurden es auch nur die roten, die neuen noch gar nicht. Das ist auch anders als bei Pikmin 3, wenn ich mich richtig erinnere. Dort waren sogar die geflügelten Pikmin, ich glaube, einer der ersten, die giftigen. Wenn nicht die giftigen, waren bei Teil 2. Aber ja, vor allem die geflügelten. Nun ja. Also ja, ich hätte irgendwie momentan doch Bock drauf, das halt so regelmäßig zu streamen, wollte ich gerade sagen. Zu Let's Playen, aber halt nicht irgendwie tägliche Folgen, sondern eher so wöchentliche. Vielleicht sogar künftig auch mal irgendwie 2 Folgen pro Woche, also Samstag, Sonntag jeweils eine. Das hängt auch ein bisschen davon ab von anderen Projekten. Deswegen kann momentan doch eher mal noch die anderen, die zusammen noch am Laufen sind, zumindest zum Teil noch abschließen, bevor ich jetzt hier mit Pikmin 3 als Let's Play generell loslege. So, Freunde, Tag 1 und Tag 2 geschafft. Eigentlich heute nicht jetzt viel gemacht, aber ein bisschen Glycerin, okay. Und vor allem ein bisschen umgeguckt, ja. Gekeimt, kann gefloren, perfekt. Insofern, ein erfolgreicher Tag. Wir können zwar keinen finden. Ja doch, wir wissen eigentlich, wo welche sind. Ja? Wir kennen jetzt die Karte schon ein bisschen. Die Chance ist groß, dass wir noch blaue Pikmin finden werden, vielleicht sogar unterirdisch, wer weiß. Weil wir auch ein bisschen Wasser haben, das können sogar noch gelbe Pikmin und müssen mal später zurückkehren. Das können auch sein. Und ja, meine Missionen sind klar. Rettungscrew, die restlichen Mitglieder finden, Energiequellen finden, wir müssen noch Olimar retten. So kann es auch weitergehen.
Tag 3. La 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 la. Ochin, auf geht's. War jetzt ein bisschen seltsam finde. Ah, ich bin jetzt direkt hier gelandet, okay. Ich wollte gerade sagen, ob wir vielleicht irgendwie den Ort aussuchen können, wo ich lande. Hä? Warte mal. Ach so, jetzt mal generell. Ah, das ist immer eine. Ja, wollte gerade sagen, das ist halt die Basis. Jetzt kann ich erwähnen, wie ich weitermachen will, welches Gebiet und vermutlich auch, wo ich genau landen will. Okay, okay, das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. So, in diesem Sinne. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum hoffentlich nächsten Mal bei Pikmin 4. Aber wie bereits erwähnt, es kann sein, dass das nächste Part ein bisschen dauern wird, aber ich warte noch ein bisschen eure Rezensionen ab, ob ihr sagt, jo, cool, macht das. Eben regelmäßig ein paar Folgen, oder sagt ihr, nö, lass mal, das brauchen wir gar nicht, und ihr zockt lieber privat weiter. Und ab und zu wieder ein paar neue Folgen raushauen. Ein bisschen was Spannendes passiert, wie neue Pikmin-Arten oder sowas in der Art. Wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.